Moin alle gut, na willkommen zu einem neuen Review auf meinem Kanal. Wie ihr seht, verlost man das bisschen Lego an, gehen bei der sogenannten Konkurrenz River, und zwar bei, um genauer zu sein, bei der Playmo Space Serie. Machen wir einen kleinen Zeitsprung an die Jahr 1980. Den zweiten Teil von der ersten Trilogie von Star Wars ist raus. Lego hat erfolgreich seine Space Serie auf den Markt gebracht. Und alles, was Science Fiction ist, boomt richtig. Ob das Spielsachen, Fernseher ist. Ja, bon, Science Fiction hat immer auch bei den Spielsachen gut funktioniert. Man denkt ein bisschen mehr, man denkt ein bisschen mehr. Wir haben immer gemeint, das ist ein guter Faktor. Zur Serie selber, die ganze Gang besteht aus 13 Setter, von ganz kleinen bis einer großen Station. Und wir werden uns das von der größten her angucken, von den kleinsten Setter bis immer mehr weiter, mehr groß. Fangen wir mit den heutigen zwei Setter an, das sind den 3318, der Roboter, und den 3320, den Astronaut. Fangen wir beim Roboter an, gehen wir das da rein. Wie ihr seht, ist er komplett equipiert. Von der Armbewegungen. Remarkabel sind 16 Räder, die nur das schlecht, da den ein bisschen schwer ist. Sind das nicht aus Gummi, sondern aus hartem Plastik. Da ist nicht so viel Grip drauf, hat immer wieder den Untergrund das, was ein bisschen schwer ist. Ja, jetzt so komische Antennen, Empfänger, ein kleinen Chip für Proben abzuhören. Das heute Steck eine Minute zu kriegen. Da ist ein Schlüssel für die Kirche abzuhängen, für das nie kann drohen. Ich habe gesehen auch, dass die ein bisschen geliehen in der Sonne, mit der kriegt ihren Schenk wasch. Und der Kap kann drehen. Mehr ist nicht an dem Set dran. Mir wird aber auch nicht schlimmer, das war klein Set, die waren nicht allzu da, ja. Und die einfach die Größe hat er komplettiert. Zu den nicht brechen, ein Set, großes Set zu kaufen, für Figuren zu kaufen. Dann kann ich das schenk einzeln machen. Kommen wir zur Box, die ist schon. Und zwar die heute. Die ganz stark kriegen. Muss ich sagen, damals hat Playmobil wunderschön Mise en Szene gemacht auf den Kasten. Ja, sie sind relativ einfach. Mir gesagt, direkt, dass der tut nicht wie der Mond oder so, ob es einen Planet aufspielt. Meine die wirklich selber da. Sind das wirklich gut hingekriegt. Und wenn man auf die Seite guckt, sehen wir, dass also Roboter nicht nur Proben abgeholt hat, mir war auch gut für können den Kaffee zu servieren. Hand drauf, nach so einem schönen Mise en Scène, so wirklich wunderbar hier kennt man die so. Also, ich gebe so, sie waren dummer, da ich krank nicht heiß wie Lego oder andere Serien, für das so durchzustellen. Zumindest war keine Zeichnung, war mir sondern richtig Diorama, was abgerichtet hat. Voilà. Eine Partikularität von dieser Kirche, und zwar ist das halt in der Schriftzug Playmo Space am Gielen. Dann haben wir später als ganz normal Playmobil gehen, war ein bisschen schwer, wenn ich den Schriftzug tue, natürlich erinnert stark an Star Wars. Erinnert auch ein bisschen an die Schriften, die sie an den sogenannten B-Movien benutzt haben. Und ich fand einfach die Kirche einfach ein bisschen charmant, das ist ein bisschen altmodisch oder so. Aber, wie gesagt, ich fand sie flott. Und meine Sammlung besteht auch schon aus Playmo Space Kirchen. Kommen wir dann zum 3320. Den einzelnen Astronaut. Ein bisschen wie von nun. Die Krummer sind noch relativ gut in einem guten Zustand. Wie gesagt, vieles war relativ realistisch gemacht, auch die Anziehscheide, die sind relativ nah an der Realität drin. Einmal die Gewichte, dicke Schwung. Also das war doch kein Händchen. Das war ein bisschen schwer, das haben sie dabei gemacht. Wie sehr, ich werde nicht probieren raufzuholen, wird das schief gehen? Ah ne, voilà. Alles relativ einfach, aber ganz stabil. Natürlich war nicht nur den Menschen eng dran, war noch ein bisschen Zubehör dran.
den heinen Apparat, wo ich immer denken, dass es vielleicht wie Walkie-Talkie war, wo ich mal nicht sicher bin, oder auf verschiedenen Köchte gesagt, dass es ein bisschen so wie Sensor benutzen. Ich meine, da kann ich für eine Fantasie ein bisschen spiellos sein, obwohl das ein schöner futuristischer Apparat. Man schenkt man eine schöne Chromlegierung, die auch von Sitz allzu viel gespielt genau auch relativ gut hält mit den Jahren. Voilà. Und dann waren noch 3 Werkzeuge schon dabei. So ein Zahn. Da ein Zahn. Ein Bohrer. Ein bisschen drehen, wie ich will. Und etwas, was ich nie weiß, was das? Ich weiß, dass vielleicht zu schweißen, etwas für auch ein Sensor schweißen. Ich habe noch leider keine Explikation von, wann ihr weiß, was das eigentlich soll durchstellen. Schreibt, wenn es gibt, in den Kommentaren. Kommen wir noch zur Küste. So, hi. Dann noch bei was ähnlich wie beim Roboter. Also das Tropf auf der Küste, nicht das verstopft, gesagt, wirklich direkt war dann der Küste das. Ein ganz schön Mise en Scène auf der Küste. Das ist wirklich ein bisschen am Weltraum, wo sie schaffen. Und von Eisen, die weißen Menschen gut nicht dabei ist. Da sind wir am Hai, mit meinem Roboter, mit der gelben Version, zu der kommen auch noch. Und dann gesagt, noch den Zusammenbau, nicht kompliziert ist. Wenn die Leute sagen, wenn ich dran sind, ist es relativ schwer, so proper rauszukriegen. Eine kleine Partikularität, die noch auf der Küste ist, und zwar hier ist kein Sticker drauf. Guck den Hai drauf. Das heißt, dass die 2 Sticker haben. Beim Playmo Space Logo. Ich werde das so was, ich weiß nicht. Ein bisschen schön von die Sticker nicht, aber ich fand es aber flott. Voilà. Das war der nächste Review von der Playmo Space. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Die nächste Köste Seite, die ich vorstellen, ich weiß nicht genau, weil da sind mir schon immer 2 Figuren dran, ob stark es einzeln als hat einzeln machen, das nie so viel am Anfang zu soen, kann ich mir wissen, wie zu soen, wann die Fahrzeuge kommen. Das gesehen stand im Moment, wenn ich sie machen. Weißt du, die Schmerzen viel gucken und ich hoffe, bis geschwind.